tue ich jetzt den Fisch dazu. Boah, was ein Geschmack auf hat. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Weil, ja, ich weiss, ich sage es viel, aber ich kann es nicht genug oft sagen. Ich bin wirklich dankbar für jeden, der abonniert, liked und etwas Liebes kommentiert. Ich habe guten Applaus, um die Videos zu machen, einfach weil ich sehe, dass sie so gut ankommen. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Nachdem ich jetzt in den letzten paar Videos recht oft geguckt worden bin am Ufer, habe ich gedacht, ich heute mal gucken und gehe dann an ein schönes, abgelegenes Plätzchen am Fuß vom Beverin an die Nolle. Ja, dann würde ich sagen, schalte ich wieder ein, wenn ich das Auto abgestellt habe und zu Fuß weitergehe. Also, ciao, ciao! Gut, ich glaube, ich habe mein Plätzchen gefunden. Und zwar hier. Mit schönem Ausblick auf den Beverin. So halber zumindest. Das erste Mal in meinem Leben benutze ich so einen Kocher. Ich hoffe, das Ding fliegt mir nicht um die Ohren. Rein und klick, klick und drehen. So. Es hat Klick gemacht. Es zischt. Nebst dem Fisch habe ich noch Peperoni, wie heißen die? Champignons, Zwiebel, Zitrone, Butter, Salz, Pfeffer und Tartar Mayonnaise. Und Tortillas, um das Ganze reinwickeln. Ich glaube, das kommt richtig geil. Normalerweise tue ich Forelle eigentlich immer in der Pfanne, daheim mit Butter, mit viel Butter, Salz, Pfeffer und Zitronensaft, Brötchen einfach in der Pfanne. Eigentlich ganz simpel. Aber heute haben wir überlegt, mache ich mal etwas Aufwendigeres. Und dann gerade hier draussen mit diesen Mitteln, mit denen ich noch nie geschafft habe. Egal, kommt gut, kommt gut. Fangen wir mal an mit dem mühsamsten. Und zwar am Gemüseschnibbeln. Ist natürlich das perfekte Messer für so einen Job. Ja, zu viel brauchen wir eigentlich nicht. Und das ist so ein kleiner Fisch, ich kann euch den mal zeigen. Das ist einer von letztem Jahr. Der hat, auch wenn er klein aussieht, er hat 24 cm gehabt, oder 24,5 sogar. Den habe ich am Saufner See gefangen. Ja, und ich habe gedacht, der wäre wahrscheinlich am besten geeignet jetzt für so kleine Pfannen. Und all meine Abfälle, egal ob organisch oder nicht, nehme ich natürlich wieder mit. Ich habe jetzt einfach nichts da, um das Gemüse zu waschen. Ich hoffe, das macht jetzt für einmal nichts. Isst man bei Champignons den Stiel mit? Brut, da bin ich lost. Ich koche einfach zu wenig. Ich glaube, dann nehmen wir gerade eine halbe Zwiebel. Das Messer ist viel zu dick. Nein, ich mache einfach grosse Stücke. Verurteilen bitte nicht meine Schnittkünste. Ja, perfekt. Also jetzt habe ich hier Zwiebeln, hier habe ich Champignons und das andere. Hier Fisch und der Rest vom Zeugs. Ich würde sagen, tue ich mal ein bisschen Butter in die Pfanne, schaue, dass ich mich selber nicht in den Brand setze und fange an zu kochen. Ja. Okay. Das tönt schon mal gut. Ich habe mein Besteck noch nicht parat. Ah. Ja, ich glaube, das wird hure schnell, hure heiß. Oh ja, oh tschüss. Oh mein Gott. MacGyver wieder am Start. Egal, das muss so. Aber es fängt vorher schnell an blöterle. Oder meine ich das nur?
Gut, also zuerst, was tun wir zuerst? Zwiebeln drin, oder? Ja, ja. Oh, jetzt habe ich noch Steinchen da drauf, ich tschutsch. Ja, ja. Schön alles drin. Ja. Oh. Aber es schmeckt schon mal himmlisch. Ja. Oh. Ich muss es immer mal wieder ab dem Feuer nehmen, weil ich habe unterschätzt, wie schnell das heiß wird. Es gibt ein kurzes Cook-Video, wenn es so schnell geht. Oh mein Gott, schmeckt es gut. Oh. Wow. Dann tun wir mal Champignons auch noch rein. Ich glaube, ich hätte echt mehr Butter nehmen. Vegan. Ich weiß nicht, ob ihr gespannt seid, aber ich bin sehr gespannt, wie das schlussendlich dann schmeckt. Wichtig, Messer immer an der Hose abputzen. Sieht doch schon mal gut aus. So, ich glaube, das war mal genug lang. Und dann jetzt den Fisch dazu. Was ein Goofy. Das wird sowas von ins Intro-Code-Clip. Ich habe schüch gehofft, dass die Sonne noch scheint, wenn ich jetzt hierher komme. Aber sie heute Abend ist so ein bisschen komisch wechselhaft. So, der Himmel sieht mega schön aus. Müsst ihr mal schauen. So, hier mit den Sonnenstrahlen, die reinkommen. Der Beverin wird auch noch ein bisschen angeschonen. Aber da ist es einfach kühl und es luftet auch ein bisschen. Aber ich bin ja nicht am Fischen, also stört es mich eigentlich nicht so. Ah, es schmeckt schon mal himmlisch. Boah. Und Hunger habe ich jetzt auch. Ich glaube, Peperoni tue ich nicht rein, die habe ich gerne ein bisschen knackiger, nicht so matschig verkocht. Aber es wird ein richtig geiler Wrap, Tortilla, Döner, keine Ahnung, was der Unterschied wirklich ist. Aber so in der Natur draussen kochen werde ich das Jahr sicher öfters machen. Das Problem bis jetzt war halt einfach, dass ich nichts gefangen habe. Deswegen Catch and Cook ohne Catch. Naja, ich glaube, jetzt bei dem lasse ich sogar die Haut dran nachher. Also ich tue auch so in der Tortilla das Zeugs halt rein, wie man das halt so macht, wenn man isst. Und eben, ich glaube, der Fisch tue ich mit Haut rein. Normalerweise esse ich die Haut nicht mit. Ich weiss nicht, ob die geil wäre. Ich habe auch Backenfleisch vom Fisch noch nie gegessen, also von der Forelle. Und ja, ich habe letzten Samstag herausgefunden, dass man den Kopf behalten soll, eben wegen dem Backenfleisch. Also werde ich das dann mal bei einem Catch and Cook auch probieren. Jetzt tue ich den Fisch mal kehren. Ups. Ah ja, der ist schon gut bald. Jamie Oliver kann einpacken. Gut, ich glaube, das ist jetzt so langsam mal durch. Dann kann ich nämlich auch Tortillas einmal auspacken. Gut. Uiuiui, ja, das ist glaube ich gut. Ui. Dann würde ich doch einmal sagen, wenn wir da noch einen Sprutz Zitronensaft drauf. Ein guter Sprutz. Vielleicht die Soße zuerst noch drauf. Jetzt kann man das hier so
so schön. Boah, jawohl. Vom Gerippe-Zeug. Und das tun wir jetzt mit Zwiebel hier drauf. Das sparen wir noch für den zweiten dann. Nehmen hier unsere Peperoni mit Steinchen drauf. Ja, ich glaube, ich mache 2 Tortillas. Dann nochmal ein Sprutz Zitronensaft. So, mal schauen, wie unser Zwiebel-Champignon-Fisch-Burrito schmeckt. Boah. Boah, was ein Geschmack auf hat. Also wenn man Hunger hat, boah, das haut rein. Wenn ihr gern rausgeht, gern fischen geht oder kochen oder was auch immer, machen genau diesen Burrito. Könnt auch noch Mais, Tomaten, keine Ahnung, Creme fraiche auch noch rein tun, aber boah, ist das fein. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut schmeckt. Boah. Ich muss auch sagen, es ist schnell gegangen. Ich denke, das würde viel länger gehen, um das zu kochen. Aber die Pfanne war auch gefühlt nach 5 Sekunden schon am Zischen. Ja. Gut zu wissen für das nächste Mal. Gut. Ich werde mir den zweiten jetzt noch in Ruhe gönnen und schalte den nachher wieder ein. Ciao, ciao! So, mein Plätzchen sieht wieder aus wie vorher. Die hier muss ich so mitnehmen, einfach weil die ja viel zu fettig ist. Ich habe es glaube gleich nicht untertrieben mit der Butter. Ja, da ist ein halber See da drin. Ja, dann soll es das gewesen sein für das heutige Video. Ich habe mal kein, ja gut, Fisch haben ihr nie gesehen bei mir, außer einmal. Aber mal kein Video am Angeln, sondern am Kochen. Ich hoffe, es hat euch gleich gefallen. Ich habe jetzt eine coole Sache gefunden. Ich werde es sicher öfters machen, aber dann halt kombiniert mit Fischen, nicht einfach wieder so kochen. Das wäre dann langweilig auf Tour. Ja, muss einfach ganz viel Petri haben, aber das kommt schon noch. Die Saison hat noch gar nicht richtig angefangen. Ich bin optimistisch. Also dann danke ich euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid dann im nächsten Video auch wieder dabei. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao! Fertiges Video sieht immer besser aus. Aber man muss halt immer zweimal laufen. Egal.